Es geht weiter, stets heiter. Zurück in Hyrule bei Tears of the Kingdom, aber im Hintergrund, ja. Also wenn ich das sehe, habe ich wirklich Tränen des Königreichs im Auge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee. Bist du das? Robelo, du bist es wirklich. Guten Tag, was für ein wundervoller Abend, oder? Du hast nur gesteckt, Mann. Leitender Purapad-Entwickler. Er ist aber echt geschrumpft, weil ich habe zuletzt wieder mal Ding gesagt, Hyrule Warriors Age of Calamity, wo er noch jung war quasi. Mit ihr sprechen. Mir ist gelaufen vor lauter Kummer. Soll der mehr so stark sein. Das ist auch ein Sona-Ding. Bloß da irgendwie ein paar Dinge runtergefallen sind und was. Die das bereits aufgesammelt haben. Krass. Wieso? Nur noch ein bisschen. Was machst du da? Und das ist eine Stimme. Was eine Stimme? Ich spreche doch gar nicht. Link spricht nicht. Du bist in Sicherheit. Ah, deswegen. Ich kann man nicht sprechen. Pura, Pura. Alles geht um Pura. Wo ist eigentlich Impa, wenn wir schon dabei sind? Hier will ich gar nicht. Hä? Was ist jetzt los? Will ich nicht anfassen? Warum? Die bauen einen Brunnen? Warum habe ich so ganz miese Ocarina of Time Vibes? Schrecklich der Brunnen. Ich habe damals Ocarina of Time als Kind gezockt. Das war der Brunnen dort. Das war nicht geil. Das war nicht geil. So. Shiga-Turm? Oh, da mal erstmal hier noch ganz kurz gucken. Hä? Schade, da sind irgendwelche Sidequests. Ein Schwert. Okay. Was steht denn da alles? Moment. Okay. Der Schwertkampf. Pfeil und Bogen. Lanze. Tag-Nacht-Zyklus und dann braucht man unterschiedliche Waffen oder was? Schräg. Wir müssen trainieren, okay. Sollen das verschiedene Monstertypen darstellen oder was? Okay, schräg. Das Spiel ist und bleibt schräg. War ich hier eigentlich schon? Nee, noch nicht, wa? Wo ist eigentlich der Ausgang, wo es direkt zum Schloss geht? Wenn du jetzt falsch, wa? Na, dort hinten, super. Die ist weg. Zelda, die ist weg. So. Mal hier gucken. Hä, ist das ein Chica? Nee. Also es ist schon was Chica-mäßiges, das ist klar. Aber es ist keine der ursprünglichen Türme. Die haben sonst irgendwie so eine Art Chica-Turm hingebaut. So, kommen wir da rein. Doch, da ist er. Ich komme da. Aber kann sich bedienen. Nee, super. Dann hier irgendwas Neues gebaut. Okay, das ist wieder ein Teleportpunkt. Kann ich aber mit dem Purapad auch den normalen Shiga-Terminal, also die hier bedienen kann. Viele Fragen, So. Sie ist da. Ja, keine Sorge. Gehe ich gleich hin. Mal ganz kurz hier noch gucken. Alles angucken, Leute. Alles angucken. Kann man alles nehmen? Nee. Robelo, halt. Was machst du denn da? Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Darfst du wohl erlauben, nicht anfassen. Aber die kenne ich alle. Irrlichter. Hä? Später als für Irrlichter oder was? Und vor allem, wer ist Joshua? Oh.
Wenn wir da zum Schloss gehen oder was? Das ist sicher eine ganz gute Idee. Ja, haben wir keine Scheiße. Was ist mit euch los? Das Vermächtnis des Zeitalters der Mythen und Legenden. Wenn wir das wir in dieser Form zu sehen bekommen würden. Für uns von der Sonar Forschungsgruppe. Ist nur dieser Kataklysmus. Wollen wir uns ernsthaft weismachen, seit wir verschwunden, seit Zelda und Link verschwunden sind natürlich Dinger hier runtergefallen, das ist klar. Seitdem sind offenbar hier ein paar Tage vergangen oder so, keine Ahnung. Und seitdem hat er plötzlich einen Forschungstrupp gegründet. Für Sonar spezifisch. Jetzt ist ein Zelda. Blumenmond schon wieder? Ich glaube nicht, war. Ich glaube nur, weil er zum ersten Mal hier unten war. Okay, gehen wir zu Pura. Die Irrlichter. Ich hab's verstanden. Besuchen wir Pura. In unserer neuen, aber irgendwie auch alten Ausrüstung, um ehrlich sind. Die Direktorin ist fleißig. Huch! Ah, die können wir doch auch. Joscha! Ach, da ist die. Goldenes Haar und blaue Augen. Der Herr Ritter ist zurückgekehrt. Pura, wir sind's. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp. Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Pura? Du bist wieder groß. Die war doch in Breath of the Wild noch voll das Kind. Also, weil sie sich irgendwie selbst verjüngt hat. Also, ja, da müssen mindestens 10, 15 Jahre vergangen sein, wie ich vorhin schon gesagt habe. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauro gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Gut zusammengefasst. Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben halt überstanden? Das fragen mich ehrlich gesagt auch. Rauro, soweit ich weiß, ist doch der erste König Hyrules in den Legendenberichten so, nicht wahr? Hä? Obwohl, warte mal. Wenn wir jetzt in der Zeitlinie zurückgehen. Rauro hieß der Weise des Lichts aus Ocarina of Time. Und vermutlich war es auch derselbe Weise aus Twilight Princess, aber das ist ein anderes Thema. Das war aber ein Hylianer dort. Der Rauro, der uns vorgestellt wurde, war ein Sonai. Jetzt ist die Rede vom ersten König Hyrules. Ich meine, das Hyrule in Ocarina of Time und auch das in der Minish Cap, weil Minish Cap spielt ja angeblich vor Ocarina of Time. Da wurde nie erwähnt, ob es das erste Hyrule wäre, also der erste König dort. Wenn also zwischen Skyward und dem Minish Cap Hyrule erschaffen wurde, dann war der erste König von Hyrule etwa nicht ein Hylianer, sondern tatsächlich irgendwie ein der Sonai? Sonau.
Das ergibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. Danke, Pure, endlich mal jemand, der mir zustimmt. Nur das kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Kataklysmus, an dem das Wort. Ja, ich weiß, es ist Ganondorf gewesen. Was über der Kataklysmus? Was ist denn der Kataklysmus? Die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Und die des Schwertes, wohlgemerkt, ich habe Fei gehört. Die Stimme des Masterschwerts, die gute alte Fei. Bitte finde mich an ihrer Worte, richtig? Ja, wo? Da kann sie in der Schlosshalle Schutz finden, ruft dich von da nach... Es soll zurück nach da unten? Ganondorf ist auch da unten, ja, also ohne Masterschwert gehe ich nicht... Ah, was heißt Masterschwert? Da bringt mir ja nichts mehr. Scheiße, ich muss mich selber zuerst irgendwie schützen vor der Miasma. Dann kann ich mit dem Masterschwert runter. Aber wenn du bitte dem Suchtod und dem schwebenden Schloss Hyrule auch schon nachher... Unter! Wie soll denn da hin jetzt kommen? Ja. Noch immer in der Nähe. Die will das da runtergehen, schon wieder. Das ohne Masterschwert. Pura, Direktorin des Spähpostens. Ja, rechts sieht man ihr Bild aus Breath of the Wild. Also so wie sie damals aussah. Eins im Dienst des Könighauses erforscht sie später potenziell die Sona-Kultur und das Miasma. Also was doch schon vor Beginn des Spiels hier, dass man die Sona-Kultur plötzlich erforscht, einfach mal so. Zeitweise wirkt sie sogar noch jugendlicher als jetzt, ja, ja. Mehr als 100 Jahre alt, Selbstversuche zur Altersumkehr. Der hätte wohl auch irgendwie so einen Zeitumkehrer, wie wir es haben. Auf nach Hyrule geschafft, zurück in den Untergrund und sterben. Oh. Das schwebende Schloss, ich wollte mich jetzt erst darüber gehen. Die sind doch nicht mehr ganz, ups, Entschuldigung. Die sind nicht mehr ganz knusper. Prinzessin Zelda. Das sehe ich eigentlich von Pura hier nach ihr kindliche Sicht, das bringt mir doch eigentlich gar nichts. Als Referenz, ja, aber ansonsten... Prinzessin des Königreichs Hyrule, das vor 100 Jahren im Ruin anheimfiel. Warum trägt sie überhaupt diese seltsamen Klamotten? Löser, das war wieder noch spurlos verschwunden. Besitzt Versiegelungskräfte. Ja. Einziger Besitz des rechten Arms. Purabell-Experte. Akala, genau. Eine Forschung an, um Link zu unterstützen. Entwicklung des Pura-Pads, das wird zum größten Teil aus seiner Forschung basiert, so die Rechnung an darüber, dass es nun den Namen seiner Kollegin trägt. Ja, Sheikah sind ja so ein Vogel, das relativ alt werden kann. So, okay, ich muss jetzt da rüber. So weit, so gut. Kann ich jetzt trotzdem hier im Turm nach oben? Ja, natürlich nicht. Nicht aktiv, der Scheiß. Mann, ich will nicht zum Schloss. Das ist noch nicht. Und so wenige Herzen. Menno. Okay, okay. Machen wir halt, machen wir. Eine hier vielleicht rein. Sehen noch irgendwelche Hinweise, sonst irgendetwas etwas Schönes. Eine Karte Welt, okay. Kann ich eigentlich in die anderen Gebiete aufmachen, ne? So auch zu den Zoras, Gerudos, Ornis und so. Und vor allem im Wald. Der Crocs gerne. Zum Dekobaum. Also. Tanzerau, am Himmel begann es zu rumoren, schwebende Insel erschienen, sei der Teil von Ruinenherbe. Okay. Kopf. Ah, das ganze Ereignis nennt man den Kataklysmus. Ah, okay. Das Miasma zerfrisst alles. Wenn ein Leiden befallen wird, hatten wir schon. Umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Ja, aber Masterschwert eigentlich auch so. Aber ich behaupte immer, dass es war nur deswegen, weil wir selber dem Tod nahe waren. Das Masterschwert ist ja mit uns verbunden. Weil wir es aus dem Sockel gezogen haben. Weil wir der Träger des Bandschwerts sind. Und deswegen, weil wir quasi verletzt wurden, konnte auch das Masterschwert zerbrechen. Ist meine Behauptung. Weil mir gefällt der Gedanke nicht, dass das Masterschwert vom Miasma zerstört werden kann. Es ist
Die Heilige Klinge, das böse Band. Sorry, das widerspricht sich ja. Himmelsinsel, Sonnensimulation, von den Sonnen weiß man sehr wenig. Okay. Da verstehe ich in so einer Truppe Nikluda. Von hier aus die gewaltigen Ruinen Kagrikos. Okay. Das nennen sie also den Kataklysmus. Okay, macht Sinn. Ja, Kakariko, da muss ich ja noch hin. Ey, Mann, das ganze... Ich glaube, im richtigen Erinnern dauert das Let's Play Breath of the Wild 240 Folgen mit den DLCs dazu. Ich glaube, das Spiel kommt locker auf 500 Folgen. Nein, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr werdet schon viel haben. Was ist das für eine Chica? Das ist so ein Chica-Konstrukt, was macht das? Ich hoffe natürlich, dass wir später auch noch die Chica-Dinger noch wieder nutzen können. Die Technologien. Außer natürlich jetzt den Teleport aktuell, den wir haben. Können auch durchgucken. Wow, die Pura-Pet-Funktion, super. Oh, gütig, ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Meine Schrein ist da, ich muss da hin. Oh, oh, Schwein gehabt. Das Segel fehlt mir auch. Was ist denn das scheiß Segel? Wo kann ich eins kaufen? Natürlich, ich rede zuerst. Hä? Das Wappen Hyrules. Der Wolkenvogel, hä? Als Symbol außen. Wobei es ganz früher ursprünglich waren es nur die Flügel oder noch die Beine hier unten. Und nun das Strifers natürlich. Oder? Allererst, ich glaube, die Beine, die kamen ja später dazu, als Symbol für die Wolkenvögel. Und dann das Strifers hier oben. Naja, ich schweife ab. Miasma, Miasma. Ich habe hier auch eine Markierung, Freunde. Das Ding kann, glaube ich, jetzt nicht so weit weg sein. So. Entschuldigung, da wäre irgendwas. Da vorne ist... Bin ich an dem vorhin dann vorbeigelatscht, oder was? Das sind Pferde. Und Miasma ist dort hinten auch noch. Ich hätte gerne irgendwie sowas in die Ocarina, damit ich Epona rufen kann. Ja, Amiibos 1 wäre natürlich auch mal noch eine Idee. Aber das machen wir später. Also wilde Pferde, wa? Ja, da kann ich nichts machen. Pferde abschießen will ich jetzt nicht. Kann ich sie vielleicht anschlagen und zähmen? Ach nee. Ja, es ist nachts, da kommen die Monster raus. Aua. Oh, das Horn. Alpha Elite klingt natürlich auch cool. Aber jetzt tatsächlich da... Oder wollte den Arm noch aufheben, ne? Ja, also erst mal wieder auf die Waffe. Die andere will ich noch nicht verschwenden, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, da ist Miasma. Okay, da hat er schon mehr wieder Blue Moon Zeit. Kannst du eigentlich diese Funkelfrucht irgendwie schmeißen oder so? Entdeckt.
Abgrund von Eben und Hyrule. Da will ich lieber nicht hin. Das Miasma tut sicher weh, wa? Jetzt auch ungern rein. Das Ding irgendwie bewegen. Er weiß. Was machst du denn hier? Wie tief kann es sein? Oh. Kataklysmus entstanden sind. Kataklysmus. Jetzt hier heißt es Kataklysmus. In Breath of the Wild hieß es die Verheerung. Ganon besser gesagt. Ja, Joscha aber schon gesehen. Oh. Ach stimmt, warte mal. Ja, ich hätte natürlich mit dem Ding nochmal quatschen können. War mit dem Expeditionslader dort. Kannst übersehen. So. Mir geht's so schlecht. Seltsame Substanz fern. Das wird Miasma genannt. Wenn du sie berührst, wird sie raschen Lebenskräfte verlieren. Oh. Oh je. Tut mir leid, Leute. So. Ein neuer Schrein. Und ein Teleportpunkt für das Pura-Pad. So, geh mal rein, wa? Mal gucken. Bin gespannt, ob die Prüfungen hier, also die Schreine selber hier immer noch relativ einfach sind. So wie sie auch auf den Himmelsinseln waren. Wäre schon schön. Formenrätsel. Das ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Ups. Aber die Hand. Die Hand Gottes. Nein, natürlich die Ultrahand. Okay, das heißt, ich muss das Teil irgendwie da durchbuxieren. Und machen damit was? Teilen oder trennen kann ich es ja nicht. Na super. Ich wollte gerade sagen, seltsame Form, die wir hier haben. Ach komm schon. So schwer ist das jetzt auch, wieder nicht? Ich wünschte, ich hätte ein bisschen eine präzisere Steuerung. Sag mal, ich wollte nach links laufen. So, warte mal, das ist langsam peinlich hier. Komm schon, Link, sei ein guter Link. Ah, die Rüstung hilft echt, wa? Die haben irgendwie nur ein Viertelherz abgezogen, das ist schon mal gut. So. Okay. Da haben wir gesehen, ist eine Truhe. Die kann ich wo... Gut, die kann es theoretisch bewegen, aber... Nicht so weit war. Da komme ich nicht so leicht hin. Schade. Hä? Ist ein Schrein in einem Schrein oder was? Nee. Deckensprung hier, ernsthaft? Nee, doch nicht. Ah ne, sieht nur so aus. Okay, Entschuldigung, mein Fehler.
Okay, da ist eine Form, die ich da irgendwie durchbuxieren muss. Aber da gehe ich jetzt mal hier entlang. Naja, passt. Hä? Ernsthaft jetzt? Ah, jetzt. Spurtmedizin. Okay. Ja, aber eben, ich muss immer noch sagen, ich finde es auch sehr geil, dieses kleine Detail. Diese Truhen auf den Wolkeninseln, nach hier jetzt in diesen Schreinen, dass sie halt doch anders aussehen. Also wirklich so richtige Sonau-Truhen sind und die anderen Truhen auf der Oberfläche sind halt trotzdem noch die richtigen Oldschool-Dinger. So. Die Frage ist... so, kann ich gar nicht hochklettern. Das heißt... Das wird gehen. Muss quasi Stück für Stück hochkommen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Okay, so wird's gehen. Man kommt so ja nicht hoch hier. Was war das gerade für ein Ding, das ich bekommen habe? Ja gut, Spurt heißt aber ein höheres Tempo, aber deswegen kommen wir doch hier nicht hoch. Etwa doch. Ich kann mal speichern und es kurz testen. Natürlich versagen muss ich wieder zurück zum Anfang des Tempels. Das ist irgendwie auch doof. Oder versagen, nochmal neu starten, meine ich halt. Ja, ich muss schon dahin, ne? Da müsste jetzt eigentlich der Schrein direkt wieder fertig sein. Wieso sollte mir Spurt hier helfen? Das ist gerade das, was ich nicht ganz verstehe. Wenn es auch so geht. Irgendwas übersehen? Nee. Aber eben, ne, die Schreine sind offenbar immer noch so klein, aber fein, das gefällt mir. Sehr sogar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Bandschein ist das uralte Böse versiegelt. Lalula. Das reinigende Licht, welches mein Miasma heilt. Wobei, seien wir ehrlich, eigentlich müsste das Segenslicht uns wieder komplett heilen, sprich, es müsste jedes Mal ein Viertelherz wiederherstellen. Das war irgendwie auf eine Art und Weise logisch, finde ich jetzt. Aber, naja. Blitzschlag. Oh nein, da gibt es ja auch wieder. Oh, Blitze werden von Metall angezogen. Mhm. Wenn es draußen gewittert und ich da mit Metallwaffen umherrenne. Auch ein Problem.
Okay, das sind normale Vögel. Da hat er schon wieder diese Monstervögel von Ganondorf. Die Dinger will ich glaube eher weniger hoch. Was? Sind wieder so Monsterlagen, nehme ich jetzt mal an. Also, warte mal. Deckensprung. Ich vergiss ihn immer wieder. Einzelner Stein hier oben. Hallo, Krog? Ja, war doch klar. Krog zusammen. Oh, Entschuldigung, wollte gar nicht. Aktuelle Position. Ja, die Karte selbst ist noch nicht nach Gebieten aufgeteilt, wa? Das fehlt noch irgendwie. Alter, scheiß Miasma, ey. Wie sehe es denn überhaupt aus? Zwecks Teleportation. Ich meine, ich kann mich hier hin teleportieren. Hier geht noch nicht, wa? Ruinen von Schloss Hyrule und da soll ja echt, sag mal, Pura, ganz ehrlich. Die wohl echt jetzt nochmal drauf gehe. Oh Mann, Mann, Mann. Frag mich jetzt gerade. Das Ding zieht uns ja Herzen, aber da haben wir schon erzählt. Mir geht so schlecht. Also wie ich irgendwie dagegen schützen kann, sag ich jetzt mal. Wenn das Ding in Betrieb nehmen, wäre dann irgendwie ganz geil. Also ich meine, ich habe ja hier Bauteile. Ich könnte theoretisch Ventilator nehmen. Boah, Hilfe, Link. Aber ich kann es nicht verbinden, wa? Ne, irgendwie geht das nicht. Okay, vielleicht geht das erst später. Schade. Aber natürlich jetzt eins von denen einfach verschwendet, aber ey, wir haben noch genug von denen. Wahrscheinlich Angst, dass ich irgendwie in das Miasma reinlatsche. Und vor allem ein Trauma davon. Scheiß Miasma, ey. Ah, das sind noch Früchte. Mhm. Also, Freunde, ich würde sagen, wir beenden wieder mal die Folge. Wir sind bei 30 Minuten. Ich mache jetzt die Folgen, nachdem wir das Tutorial, ich behaupte einfach mal, dass das auf den Himmelsinseln oben das Tutorial war. Also der Todesberg, wie scheiße sieht der denn aus mit dem ganzen Miasma? Todesberg. Das, nach dem Tutorial, der habe ich ein bisschen länger gemacht, die Folgen, so 40 Minuten. Mindestens so im Schnitt. Der kann natürlich eigene Wagen craften, das wissen wir aber. Bringt nicht viel, wenn ich ihn nicht richtig antreiben kann. Genau, habe ich jeweils 40 Minuten gemacht. Jetzt macht ich noch so im Schnitt 30 Minuten. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wiederaufbauzwecke. Dummster. Ich frage mich halt schon, wenn ich jetzt so einen Raden so bauen oder so einen Wagen bauen würde quasi. Klar, ich habe einen Ventilator zum Antreiben, aber wo kann ich denn die Dinger, sage ich jetzt mal, speichern, was ich gebaut habe? Also sonst baue ich das und dann ist es beim nächsten Mal in das Spiel neu lade oder wieder irgendwo dann gespawnt bin, auch wieder weg. Das ist auch kacke. Lecker Geflügel. Oh Mann, ich glaube, ich mache mir erstmal noch ein paar Tränke und so. Was heißt Tränke? Ein paar Menüs zum Schnabulieren, weil ganz ehrlich, da einfach so dahin zu gehen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hä? Himmelsinseln-Experten. Ich weiß irgendwie die Drachen, die wir damals gesehen haben. So ein grauer und eben so ein goldener. Die sind von hier unten gar nicht mehr.
wenig warten. Wer bist du? Gestalter Orn in Hebra gearbeitet. Wir haben mich da um die Pferde gekümmert. Das war gute Arbeit. Aber dann kam eine gewaltige Kältewelle, sodass immer weniger Gäste kamen und irgendwann schließen mussten. Oh, schade. Kleebad-Kurier, was ist denn das für einer? Ah, so ein Orni. Müssen wir auch bald. Torder vom Bauunternehmen Dumpsten in der Pferdestation. Kann hier Pferde registrieren in dem anderen Stall. Enorm kalt da. Enorm kalt, okay. Ja, Pferde natürlich schon gerne. Muss mal gucken. So, okay. Mit denen quatschen machen wir direkt nächste Folge. Da kommt noch nicht hin, das heißt, wir würden uns dann beim nächsten Part wohl oder übel halt hier auf dem Weg machen, zumindest mal hier hin. Wo ja auch ein Schrein ist, dann haben wir schon mal nochmal einen gemacht. Da gehe ich noch nicht hin, da ist man jetzt auch ein bisschen zu weit weg. Und dann das schwebende Schloss. Tagebuch öffnen. Trifft dich mit dem Suchtrupp unterhalb von Schloss Hyrule. Überall da, wo es Miasma hat, irgendwo wo Ganondorf oder hinten als Mumie steckt. Am Schluss wecken wir den irgendwie nochmal auf oder was auch immer. Oder helfen ihm nochmal irgendwie zurückzukehren und dann ist das, was wir hier haben, erst der Anfang. Das ist ein scheiß Wirbelsturm, ey, oh Mann. Also, noch viel zu tun hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alles weitere hoffentlich das nächste Mal. In dem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.